De Logement als Wahlkampfthema Nummer 1. Wir wollten von den Parteien wissen, wo sie den Fokus an ihrem Wahlprogramm beim Wohnen gelöst haben. Und ich begrüße euch dafür ganz herzlich bei dieser Table Ronde, die von der Chambre Immobilière organisiert wird. Und geht darum, dem Wähler eine Hilfestellung zu geben, für dass ihr wisst, wo ihr den 8. Oktober Kreuz sollt machen. Alle Parteien goufen ugeschrieben an die op den Questionnaire von der Chambre Immobilière geantwortet haben, die goufen noch haut invitéiert an dat sind DP, LASAP, die Greng, der DR, Piraten an CSV. Für die erste Table Ronde begrüßen ich den Herr Lou Linster für DP, hin als Ingenieurkonseil für Beruf, Bürgermeister von Leideling, und geht mit am Süden für DP an die Wahlen, dann neben Runden Herr Yves Kruchten, der geht für die LASAP anfallen, ihn als Deputierten, der Fraktionschef von der LASAP, auch Gemeindechefen zu Kerging und als natürlich auf der Südlöst von der LASAP. Dann auf meiner rechten Seite begrüße ich Madame Elisabeth Mark, sie ist Advokatin, Co-Spitzenkandidatin bei der CSV, Co-Präsidentin, auch Deputiert, Member vom Stadter Gemeinderat und also auf der Zentrumslöst. Und dann auf der Rechte begrüße ich auch den Herrn Jean-Paul Scheuren, den Präsident von der Chambre Immobilière. Sie sind hier, für dass ihr noch wisst, wo ihr könnt Kreuz machen den 8. Oktober. Und für die Introduktion von dieser Table Ronde invitieren ich den Samuel Ruben, ihn als Ökonomist und auch den Autor von dem heutigen Buch Wohnen, tout reste à faire, weil das Table Ronde, wir fokussieren als hauptsächlich auf die Accessibilität vom Logement für die Mittelklasse und nicht auf den Logement social. Monsieur Ruben, c'est à vous. Il m'a été demandé de dire quelques mots sur la situation des ménages à l'égard de l'abordabilité du logement et sur la situation du marché immobilier. Alors, je tiens à dire d'emblée, comme ça il n'y aura pas de malentendu, que si vous n'aimez pas les mauvaises nouvelles, si vous n'aimez pas les vérités qui cognent, très franchement, cette présentation n'est pas pour vous parce que le feu que je vais cracher, il sera très bleu, bon ça c'est une question d'habitude, mais aussi et surtout, le tableau que je vais dresser, il sera sombre, très très sombre. Voilà, comme ça au moins, tout le monde est prévenu. Alors, pour apprécier la situation des ménages, il me semble important d'avoir à l'esprit que le Luxembourg est ce qu'il convient d'appeler une démocratie de propriétaires. C'est-à-dire que dans le processus de moyennisation de la société luxembourgeoise qui a eu lieu au cours des années, être propriétaire est devenu un marqueur social important, déterminant du sentiment et d'ailleurs de la réalité d'appartenance à cette chose qui s'appelle la classe moyenne. Ainsi, tout individu au Luxembourg qui estime appartenir à la classe moyenne et qui n'est pas encore propriétaire aspire à le devenir au même titre que ses voisins, ses amis, ses collègues de bureau, etc. etc. parce que il se trouve qu'au Luxembourg, environ 70% des ménages sont propriétaires. 50% des ménages résidents étrangers sont propriétaires et plus de 80% parmi les ménages résidents luxembourgeois. Sauf que ça c'est la situation aujourd'hui, ça c'est le stock. Là où la chose est complexe et compliquée, c'est que pour les ménages résidents qui ne sont pas encore propriétaires, et c'est un pays avec une démographie très dynamique, les nouveaux ménages, c'est-à-dire les immigrés qui arrivent, les expats qui s'installent, les luxembourgeois qui ont été faire des études à l'étranger, qui retournent dans leur pays, mais aussi évidemment les jeunes qui habitent chez leurs parents et qui ont le projet de fonder leur propre foyer, mais pour tous ceux-là qui estiment faire partie de la classe moyenne et qui ne sont pas encore propriétaires, très franchement, je ne vais pas dire que leur probabilité de devenir propriétaire et donc d'intégrer pleinement la démocratie de propriétaire est de zéro, mais leur probabilité dans les conditions actuelles de marché de devenir propriétaire est très franchement plus proche de zéro que des 70%. Et ça, tout le monde le ressent d'une certaine façon. Je vais me permettre de l'illustrer avec un exemple précis. Alors, on va prendre un exemple. On va imaginer un jeune couple. On va dire, la dame s'appelle Marie, le monsieur s'appelle Joseph. Donc on va imaginer un jeune couple qui décide de se marier, de consommer le mariage, de faire ce qu'il faut pour avoir un enfant, et qui dans ce projet de vie vont être à la recherche d'un logement. Et donc là, j'ai fait le choix, j'ai été sur un site d'annonce immobilière, j'ai pris un logement avec 2 chambres, on va dire, une chambre pour les parents, une chambre pour les enfants. Donc évidemment, je pose l'hypothèse que Marie et son mari Joseph ne vont pas avoir des jumeaux. Donc,
j'ai pris ce logement à 730 000 euros. Alors évidemment, j'aurais pu prendre des logements plus grands, plus petits, plus chers, moins chers, mais peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas évidemment les chiffres précis, mais les ordres de grandeur. Donc, dans les conditions actuelles de normes macroprudentielles et ce que font les banques, on va demander à ce couple généralement 10% d'apport, donc un peu moins de 75 000 euros. Et avec des taux d'intérêt qui sont autour de 5% sur 25 ans, ce couple va avoir un remboursement mensuel de l'ordre de 3 850 euros. La pratique veut que le taux d'effort des gens, c'est-à-dire la partie de leur revenu net consacré au remboursement de leur emprunt, ne doit pas dépasser 40%. C'est ce qui se pratique. Et à ce niveau-là, cela suppose que ce couple dispose d'un revenu mensuel net, je dis bien net, de l'ordre de 9 000 euros, un peu plus de 9 000 euros, et donc un revenu annuel net d'un peu moins de 120 000 euros. Il faut savoir, et ça c'est très important, que d'après les statistiques officielles, c'est un rapport fait par le Conseil économique et social, il n'y a au Luxembourg que 30 000 ménages à peu près imposés collectivement, c'est-à-dire imposés en classe 2, donc pacsés ou mariés, qui disposent d'un revenu de cet ordre-là, c'est-à-dire en fait qui disposent d'un revenu net de l'ordre de 116 000 euros ou supérieur. 30 000 ménages sur l'ensemble des ménages en classe 2, c'est-à-dire à peu près 25% des ménages en classe 2. Et donc, en posant l'hypothèse toute simple que les nouveaux ménages auraient la même distribution que l'ensemble de la population, ça voudrait dire qu'il n'y aurait que 25% des ménages imposés collectivement qui ne sont pas encore propriétaires, si on avait exactement la même distribution au niveau des revenus, qui pourraient s'offrir ce logement. Concrètement, cela veut donc dire que, je le redis, tout le monde le sent, et cet exemple le prouve, que concrètement, la fraction de la population qui est classe moyenne, qui n'est pas encore propriétaire, ou qui arrive dans le pays, et qui peut intégrer pleinement cette démocratie de propriétaire dans les conditions actuelles de prix et de taux d'intérêt, est vraiment très faible. Et donc, ce ménage, on va rester sur lui, qui potentiellement n'a pas les moyens de s'offrir ce logement, qui n'a pas les moyens de devenir propriétaire, donc évidemment, il va avoir toute la frustration de classe moyenne qui vient avec, va se reporter sur le marché locatif, parce qu'il doit quand même avoir un toit sur la tête. Et là, le problème, c'est que l'offre locative au Luxembourg, en réalité, est très faible. C'est-à-dire, en réalité, au Luxembourg, il y a très peu de logements à louer pour une raison très simple, c'est que c'est une démocratie de propriétaires. Donc, c'est le pendant de la chose. Donc, il y a très peu de logements à louer, ça c'est une réalité. La deuxième chose, c'est que les logements locatifs sont très concentrés, notamment sur le territoire de Luxembourgville et aux alentours. Donc, en fait, c'est les endroits où le prix de location au mètre carré sont les plus chers. Sur les derniers trimestres, il y a eu une chute très marquée de l'investissement locatif. Donc, l'offre locative, là encore, il y a un lien avec ça. Et puis aussi, et peut-être même surtout, il est observé sur les derniers mois que les loyers demandés pour les locations ont eu tendance à significativement augmenter, ce qui est d'un côté cohérent avec le fait qu'il y a de l'inflation, et je me permets aussi de le dire, qui est aussi cohérent avec le fait qu'il existe une loi dans ce pays qui encadre les loyers sur laquelle tout le monde s'assoit, je ferme la parenthèse. Et donc, ce couple se trouve d'une certaine façon pris un sandwich, comme la crème dans les bonbons Oreo. D'un côté, il ne peut pas vraiment devenir propriétaire, et de l'autre côté, il se retrouve face à un marché locatif qui est, on va dire, pour le moins tendu. Et donc, tous ces ménages de classe moyenne sont évidemment tendus eux aussi et sont sous pression. Et ça, je crois que ce que je dis là, c'est des choses connues en réalité, mais ces chiffres-là, ces réalités-là permettent, on va dire, de l'expliciter, le point de vue des ménages aujourd'hui, du point de vue de l'abordabilité. Je ne parle pas du fait qu'il y a un nombre de logements locatifs abordables, logements en main publique qui est de toute façon rikiki, donc ce n'est pas ça qui, dans l'offre actuelle, pourrait faire une différence. Donc ces ménages-là, qui aspirent à devenir propriétaires, ne peuvent pas l'être aux conditions de marché actuelles. Et devenir locataire, ce qui est donc l'alternative, se fait aussi sous pression. Comme j'ai dit, la classe moyenne est sous pression, c'était le titre de la slide. Voilà donc ce qui peut être dit de ce côté-ci pour les ménages. Maintenant, l'autre versant, si on veut dire quelque chose sur le marché immobilier. Alors, là, c'est très simple en fait. Un marché, vous avez des offres, vous avez des demandes, vous avez des quantités, donc des transactions, en l'occurrence sur le marché immobilier, et puis vous avez des prix. Alors, là, j'ai mis tout en base 100 pour des raisons de simplification. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2023, au moment où je fais cette présentation, les dernières statistiques disponibles s'arrêtent là. En fait, il y a eu une augmentation des prix
immobilier de l'ordre de un peu plus de 20%. Entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2023, le prix du mètre carré est passé, de mémoire, quelque chose de l'ordre de 7 000 à 8 500 euros en moyenne. Bon. Sauf que dans le même temps, les transactions, c'est-à-dire en fait le nombre de logements échangés, le nombre de logements vendus, neufs, VFA et anciens compris, en fait on est passé sur un niveau de transaction qui a chuté de plus de 60%. C'est-à-dire en fait sur le premier trimestre, il y a eu seulement 800 transactions au niveau des appartements. Un peu plus de 400 au niveau des maisons. Donc, ce qui fait que sur un marché où il y a 250 000 logements, il y a eu sur le trimestre seulement 1200 transactions d'appartements et de logements. Alors, du point de vue de l'économie et du point de vue de l'économie, ce que ça veut dire concrètement, c'est que évidemment le marché immobilier est à l'arrêt, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que les prix immobiliers aujourd'hui ne veulent pas dire grand-chose en fait. Parce que si vous avez aussi peu de transactions, le signal qui est censé dans un marché envoyer un prix, en fait, là, le signal n'a plus de sens. Parce que quand vous avez un niveau de transaction qui représente 0,5% sur un trimestre de l'ensemble de la masse d'actifs, en fait, à la question aujourd'hui, quel est le prix du mètre carré au Luxembourg, une réponse qui n'est pas si mauvaise que ça, c'est de dire, oh, ben, il n'y en a plus vraiment, il n'y en a pas, parce qu'il y a tellement peu de transactions que le prix ne veut pas dire grand-chose. Bon. Et donc ça, c'est sur le marché qui est à l'arrêt, les transactions qui patinent. Et il y a une dimension de cette histoire de marché à l'arrêt qui est très sombre, sachant que c'est une dimension qui est fondamentale pour l'économie luxembourgeoise, c'est ce qui se passe sur les VFA, les constructions neuves, et qui est donc en fait qui a pour pendant les autorisations de bâtir qui sont la même chose. Parce que, et ça, c'est quelque chose de vraiment très important. En fait, les transactions en général, c'est important, mais les transactions des logements existants, alors évidemment, ça permet à des gens d'avoir leur plus-value, ça permet à l'État d'engranger quelques revenus, mais pour le dynamisme du pays, pour la dynamique démographique du pays, les transactions dans l'ancien n'amènent pas nécessairement grand-chose, parce que quand vous avez un logement qui est vendu à X, qui est vendu à Y, ben en fait, le stock de logements reste le même. Ce qui importe, c'est évidemment les logements nouvellement construits. C'est ça qui fait augmenter le stock et c'est ça qui permet d'accompagner le dynamisme démographique du pays. Et ce qu'on remarque, c'est que les transactions de VFA, elles ont chuté de l'ordre de 70%. C'est-à-dire que le nombre de nouveaux logements potentiellement ajoutés dans le stock de logements qui est déjà réputé plus ou moins sous-dimensionné est très faible et de plus en plus faible, sachant que le dynamisme démographique ne se dément pas. Il y a donc cet écart qui est en train de se creuser. Et en fait, on le voit concrètement aussi, au-delà du fait de le voir dans les transactions sur les logements neufs, mais on le voit aussi, on commence aussi à le voir de façon de plus en plus inquiétante dans le secteur de la construction. Sachant que le secteur de la construction, c'est vraiment une mamelle à laquelle tête l'attractivité du pays. C'est-à-dire, le secteur de la construction, c'est plus de 50 000 emplois, c'est quasiment autant d'emplois que le secteur financier, c'est 10% de l'emploi. Et en temps normal, c'est-à-dire si on se remet juste en 2019, par exemple, il était souvent, tout le temps dit que le secteur manquait de main-d'œuvre. Or là, il commence à être dit qu'il y a des entreprises du secteur qui risquent la faillite, des intérimaires qui ne sont pas renouvelés, des gens qui potentiellement vont quitter le secteur parce qu'il n'y a pas d'activité, etc. Donc, un secteur qui en temps normal manquait de main-d'œuvre est en train potentiellement, avec le risque, de perdre de la main-d'œuvre qualifiée, très difficile à trouver, très difficile à renouveler, etc. etc. Donc, ça, c'est pour brosser un tableau exhaustif, non, mais qui est quand même relativement complet, qui permet, si on devait résumer, de dire cela, que d'un côté, il y a des ménages qui sont très clairement sous pression, à la fois dans sa possibilité de devenir acquéreur, à la fois dans la possibilité de devenir propriétaire, à la fois dans sa capacité à devenir locataire. Vous avez un marché immobilier qui est à l'arrêt, pas loin d'être complet, et vous avez un secteur de la construction qui est mal orienté, qui bat un peu de l'aile. Donc, les défis, ils sont de taille. On va le dire comme ça. Les défis
Les défis sont vraiment de taille, et donc bon courage aux politiciens et aux forces vives de la nation appelées à solutionner les problèmes qui sont franchement, à l'aune du logement, légion et nombreux. Mais comme disait un juriste, ce n'est pas parce qu'il y a des règles aux échecs que les joueurs ne sont pas libres de leur stratégie. Et donc, je ne doute pas que les politiciens, les partenaires sociaux arriveront à trouver les solutions pour régler le problème ou pas. Voilà, merci beaucoup. Bon Courage aux Politiciens, viel Courage für ihr Schei, das ist eine große Aufgabe, die ob ich warte. Auf der einen Seite haben wir natürlich eine Abordabilitätskrise, Mittelschicht kann sich immer mehr Wohnungen leisten und man auch immer mehr Teil von der Demokratie der Proprietäre, wie hin sie bezeichnen. Auf der anderen Seite haben wir eine Aktivitätskrise, wenn es die Inflation so noch den hohen Zinsen und die professionell vom Immobiliensektor Problem hier Auftragsbücher zu füllen, den Druck auf den Immobilienmarkt als ohne Zweifel ganz hoch könnt vom Populationswachstum, dem Stadttechno, als das auf 80% auf Immigration zurückzuführen, allein letztes Jahr als Population 15.000 Leute gewusst. Die Regel von der Offer an der Demande, die spielt nicht mehr. Dem Stadttechno müsste 7.000 Logementer pro Jahr gebaut gehen. Die Zahl, die passiert, da war 4.000 Logementer, aber wenn ihr guckt, Zahlen von den WEFA, wie man gerade gehört haben, vom Herrn Ruben, und auch von den Zahlen von den Baugenehmigungen, kommen das Jahr ab Männer wie 3.000 Logementer. Da hat der Kader gesagt von dieser Table Ronde, die Spielregeln sind die heute. Wir haben 5 Fragerunden und die ersten 3 Fragen, du hast erst 2 Minuten Zeit für zu antworten und dann haben wir 2 Fragerunden, wo der 1 Minute Zeit hat für zu antworten und dafür das ganz richtig spannend zu machen, haben wir auch noch ein paar kurze Ja-Nein-Fragen. Und ich gebe meine erste Frage an den Herrn Scheuren stellen. Wieso ist es wichtig für die Chambre Immobilière, dass die Lützeburger sich den Traum von einem Eigenheim weiter können leisten und wirklich auch den Zugang zum Privateigentum garantieren? Ja, ich meine, das in ganz Europa so, dass die Investitionsquellen, die die Leute hatten, immer den Steh waren, natürlich, dass zwar an das investiert, wo sie selber daran gewohnt haben, und dass der Steh noch immer eine gute Investition an der Vergangenheit geblieben ist. Heute ist natürlich die erste Stufe, für an die Stehen heranzukommen, also so hoch gehen, dass es für viele Leute immer mehr schwierig wird. Und dass in dem neuen muss sicher, wie können die Leute progressiv an der Logement und Proprietät kreieren, wie kann ihnen helfen, dass sie aber können etwas aufbauen. Das geht dann darum, für sich Patrimon aufzubauen, den eventuell nur auf Ende wie oder vom Laufen des Jahres, wenn den seine Karriere umgestalten, das kann benutzen. Und dann hätte natürlich gerne, dann sind wir am Term von einem Invest, dann hätte noch gerne, dass den Investor Rendement bringt. Und dafür geht es dann darum, dass in sich mehr geht, für das zu machen. Und wir haben das Sujet schon ganz lange hier erkannt. Also wir sind über 30 Jahre als schon mehr beschäftigt, für uns zu deklarieren, dass wir wollen, an dem Sujet mitschaffen. Wir sind seit 15 Jahren am Gang, für zu sagen, das Sujet hat geändert. Dass man nicht mehr den Accès zu der Proprietät das Problem ist, dass den Accès zum Wohnen das Problem gibt. Das heißt, das Mittelklasse, den Herr Ruben hat Sandwich-Klasse genannt, die privaten Marché nicht mehr beikommen und dann aber auf dem Marché, subventionierten Marché, dafür zu viel verdienen. Das heißt, als Mittelstand, dass die halt an der Lokation, dass man da feststellen, dass die Leute einfach den Erfahrung, den sie müssen machen, für zu wohnen, hauptsächlich für die jungen Leute, aber auch Leute, die irgendwo an eine Krise in ihrem Leben kommen, dass eine Schädigung, dass den Arbeitsplatz verlieren, dass die ja von einem Moment auf den anderen in eine Situation kommen, wo der Logement ein Problem wird. Das heißt, wir sind einfach der Meinung, dass die Variabilität vom Logement ein Gesellschaftsproblem ist und dass den eigentlich nicht zu lesen ist, außer von den die Gesamtkapazitäten vom Sektor zurückgreift, das heißt, der Privatsektor dann auch mit schaffen lässt. Madame Marc, wie will CSV Wohnen accessibel machen, notamment für die Sandwich-Klasse Mittelschicht? Also erstens, ich muss mal dafür gucken, dass mehr Offer auf den Markt kommt. Das heißt, auch am Moment muss man gegensteuern zu einer Situation, wo man merken, dass die Offer raufgeht, oder dass das nicht mehr gebaut wird, oder dass das eine Unsicherheit ist.
méi Offer Marché schaffen man natürlich, dat de Pouvoir publik auch verstärkt investiert. Du iwwer de Fonds Spezial et Montant iwwer die Lastjoun an Blut gesat, mir sinn nach immer bei relativ klenge Montant, wann e vergleich mit eng Budget si man nach immer quasi just bei 1%, wat ze wenigch ass. Wir wissen auch, dass die öffentliche Hand nicht allein machen kann. Da ist es für uns ganz wichtig, dass auch der Privatsektor mit angebunden wird, wenn es darum geht, Logement zu schaffen. Wir haben hier eine Reihe Propositionen de Loi gemacht. Die wissen, öffentliche Bauträger können von der Aide à la Pierre profitieren, wenn sie Wohnungen bauen. Genauso haben wir eine Proposition de Loi gemacht, für eben das auch privat de private Bauträger kann am Fong mam Staat eine Konvention machen und dann unter verschiedenen Konditionen auch von der profitieren von dieser Aide à la Pierre von der Baut. Neben muss man natürlich auch gucken, dass man Deichtkäfer auch gezielt unterstützen. Das machen wir zum Beispiel, indem wir den bürgerlichen Akt absetzen. Auch da meine Proposition de Loi gemacht, für den auf 50.000 € abzusetzen, für so eben besonders junge Ménagen auch möglich zu machen, also möglich zu machen, etwas zu kaufen. Für uns ist einfach momentan eine Situation, die exceptionell ist, und wir müssen einfach gucken, dass wir die stehende Kontrolle kriegen und dass der Marché dreht, weil wenn er nicht dreht, haben wir in 2-3 Jahren noch viel mehr grave Probleme, was das anbelangt. Herr Kruchten, wie will dir den Stehen und Rollen kreieren? Was will der LASAP machen, für das Wohnen accessibel wird für die Mittelschicht? Wir haben an unserem Programm ganz an 40 Punkte. Ich habe aber leider nicht Zeit für die alle gut aufzuzählen. Ich will aber sonst vieles kann streichen an schreiben, wer Teil gesagt hat. Ich fand auch, dass es wichtig ist, dass man den Access zur Proprietät nach möglich machen, weil das ist eine gute und eine wichtige Aufsicherung für die Leute, besonders am Alter. Wir wollen selbstverständlich besonders das Degenheim, das Leid soll geholfen kriegen beim Egenheim ausschaffen. Da war es von unseren Proposen, dass man der Markt hat just gesagt, sie wollen den bürgerlichen Akt auf 50.000 € absetzen. Wir wollen carrément für diese Wohnung aufschaffen. Da sind also der Staat nicht auch nach 6% Steuern drauf lädt, wenn er seine eigene Wohnung kauft. Dann denken wir auch an eine neue Formel von Location Achat, das sind also eine Zeit schon lang an einer Wohnung lohnt, die ihn dann später hin eventuell kaufen. Wir wollen Wohnkooperativen, neue Modelle unterstützen. Mengen auch, dass man muss um die Probleme von den Zinsen gehen, weil das für den, der im Moment dafür sorgt, dass so viele Leute keine Prämie kriegen, keine Aktien mehr zu einer Wohnung kriegen. Du können meist neue Formen von Staatsgarantien feststellen. Mengen insgesamt muss man die Banken mehr responsabilisieren. Wir haben Zinssubventionen für kurzem geheischt. Ich kann mir gerade so gut feststellen, das auch noch in einer zweiten Etappe zu machen. Dann tun wir nach Bonifikation d'intérêt. Es gibt also eine ganze Partie Möglichkeiten, wie man noch können, junge Leute, die am Berufsleben starten, aber eine Perspektive geben, dass sie irgendwann können, proprietär von ihren eigenen Feuerwehren sind. Herr Linster, DP, was will ihr machen an dem Kontext? Was tut ihr an eurem Wahlprogramm? Wo setzt ihr den Fokus für Wohnen ist accessibel zu machen für die Sandwich-Klasse? Also ich kann mit vielen Punkten, die hier gesagt gehen, die haben noch mehr in unserem Programm. Was noch nicht gesagt gehen, das sind Prozeduren. Dauert 7 Jahre für von einem PHP, für PHP-Niveau Quartier zu realisieren. Das ist immens lang. Wenn ich schon etwas völlig länger am PHGM klassieren, das dauert auch ob man es Jahre. Wir haben 102 oder nur noch 100 Gemengen am Land, wir haben 100 verschiedene Baureglementer. Wir wollen das auch harmonisieren. Wir wollen den Akkord CEDAW feiern. Das heißt, dass wenn ich noch 3 Monate keine Antwort von einer Administration hat, dass es dann einfach ja ist, weil da geht auch immens viel Zeit verloren. Sowohl auf städtischem Niveau, aber leider auch auf Gemengenniveau. Ja, dann Mobilisierungssteuer ist ein wichtiger Punkt, den uns um Herz liegt. Da ist viel Bauland da, das ist ein Bauland für rund 300.000 Einwohner da, was Bauland schon am Bauperimeter ist. Leider wollen die Leute nicht bauen, und das an dem Sinne noch okay, aber dann muss auch eine Tax auf das Bauland bezahlt gehen. Und dann denke ich mir auch daran, für den Bauperimeter zu erweitern, da wo es Sinn macht, das ist am urbanen Raum, aber auch Plätze, wo dann die Leute auch gewillt sind zu bauen, das geht auch dann immer an Zusammenhang mit einem Baulandvertrag.
Dat Tischcht wann den do net baut, dats et dann no 6 Joer aus dem Bauperimeter herausfällt. Stichpunkt Bauperimeter sind die anderen Parteien dummer da verstanden. Das eine gute Idee. Absolut. Also für uns als Bauperimetererweiterung soll in do machen, wo es Sinn möchte. Das ist do, wo gut umgebaut ist, wenn das so nicht für Matz an der Natur den Bauperimeter abzumachen, wie wirklich auf strategische Plätze möchte das durchaus Sinn für uns. Muss ich ja wissen, wenn wir so wir machen den Bauperimeter überhaupt nicht, ob wir lassen die komplett so, wir gehen nie mehr ändern. Da gibt natürlich den Druck auf die Terrain, die am Perimeter sind, nachher immer mehr heiß und das dann automatisch werden dann dort Preise erklammen. Dafür, wir sollen keine Zersiedlung von unserer Landschaft machen, wir sollen aber dort auf den Plätzen, an der kennen wir alle gut an unsere Gemenge, wo man als froh für was kann hier nicht gebaut gehen, da sollen sich wirklich vorstellen, wo es Sinn macht, soll man das auch können machen. Ich meine, die Debatte, die wir aber auch müssen haben, wenn wir von Proprietät schwätzen, das wenn wir Diversifikationsprozeduren schwätzen, ich meine, das ist alle gut, dass wir das unterstützen, mit von der Form von der Proprietät. Form von der Proprietät wirklich dem muss die man klassisch kann tun, wo du siehst, ich bin Proprietär von dem Haus, an dem ich wohne, oder respektiv, dass man neue Formen als du können fest, Lokation Wandung geschwert. Der wisst, dass ich kein Fan von Biophototix wie halt praktiziert geht, weil kein Proprietät das mit können sich auch einer Form feststellen, wo Leute incitiert trotzdem Bayer zu sehen, dann so ein Proprietät zu haben, können sich auch feststellen, dass Tokenisation angefordert wird, also eine Form von Accès progressiv an der Proprietät. Das sind Sachen, über die ich nur denken, wäre interessant vielleicht der Visionen denken dazu, der Fühlen dazu zu hören. Also ich meine ganz klar, dass man als Ziel soll sehen, dass Leute sich können etwas leisten. Wir sind uns aber durchaus bewusst, dass das nicht immer so einfach ist. Notamment der Mietkauf, der auch eine Proposition de loi schon gemacht hat, für justement die Leute zu erlauben, durch ihre Loyer schon einen Teil am Fond geholfen der Proprietät dann aufzubezahlen. Der Biophototechnik ist vielleicht keine Ideallösung, das ist richtig. Mir auf die andere Manier erlaubt es als aber der Foncier am Fond rauszuholen, weil wir wissen, dass das teuerste am Fond ist, aktuell, das ist den Terrain, und dadurch erlauben wir den Effekt vom Foncier natürlich zu reduzieren. Man muss uns aber bewusst sein, dass Leute auch an dem Sinn haben noch mehr Plus-Volumen und dass sie wissen, was die Konditionen von der Steh sind. Das ist evident. Also den Mietkauf von noch mehr am Programm wird mir auch noch dran in das 30 Viagère, wo dann eher Leute können zu einem vorteilhaften Preis hier Wohnungen verkaufen, aber können dann noch nach gleichzeitig darauf wohnen bleiben bis zu ihrem Lebensende. Und dann, während der Zeit kriegen sie dann noch nach ein Rent oder Loyer ausbezahlt. Voilà. Bon, das ist natürlich dann immer ein bisschen eine spekulative Sache, voilà. Es sind viele verschiedene Pisten, die uns helfen, das Problem zu lösen. Für die nächste Frage anzulegen, das ist ein ganz kurz Frage, wo da könnt man ja oder nee anfangen. Am Anfang, wo die jetzt schon angeschaut geht, den Akkord Tacit. Sind die d'accord für einen Akkord Tacit bei den Verwaltungen anzufeiern? Das heißt, eine Verwaltung einer Frist von 3 Monaten keine Antwort geben, ob ein Aufruf oder reagiert, dann gilt das als stillschweigenden Akkord. Sie dafür da verstanden, ja oder nee? Die könnt ihr auf Karten schreiben, die dafür nicht schuld. Darf ich noch erklären? Und die dürft ihr erklären. Okay. Also, du musst einfach nee, dass wir der Meinung sind, dass die Prozeduren allein muss Screening machen und akzelerieren. Und so ist eine Prozedur, um dafür irgendwann sein Recht zu schützen. Und du weißt, manchmal kann ich nicht einfach pauschal so ein Akkord, also okay, als par contre, kann ich zum Beispiel davon ausgehen, wenn ein Gemeng zum Beispiel eine Demande möchte, das schon eine andere Sache als einfach Pouvoir Public, das mir nuanciert gesagt. Das ist also nicht ein definitive Nee, mit das echt, dass den aber immer muss Balance treffen zwischen wegen Intérêt, sind Enjeu und wie will man vorkommen. Prozeduren sind schon ein bisschen akzeleriert gehen, noch dadurch, dass ein ganz paar Gemengen hier neu PAG und sind auch ein ganz paar Sachen, die können mir sehr gehen. Nach sind wir nicht da, wo wir alle gute Willen hinkommen. Dauert nach effektiv immer zu lange. Und dafür mehr die ein oder andere Proposal an das Programm geholt, nämlich steht zum Beispiel, dass ein paar Vieretüden auf verschiedenen Terrainen einfach schon am Vierhaus sollte gemäht gehen. Für was werden bis dezidiert geht für einen zu exploitierenden Terrain. Und da bin ich mal gut gefangen, gucken wir nach wie ein Fehlerschau wohnen an alle guten die Etüden, wie nur sind wir beim Wasser. Die Sache wissen wir heute. Wir können heute eine ganz Partie Vieretüden machen und dadurch ganz viel Zeit sparen. Und dann mengen ich auch, dass es mal enker wird Digitalisierung an Karte spielen. Das
dass Digitalisierung als wird helfen in Zukunft überhaupt an unserer Verwaltung verschiedene Sachen miséier zu machen. Dafür sind ich nicht der Meinung, dass man so ein Akkord tacit einfach so gehen. Ich halte das sogar echt dafür gefährlich. Das wäre ja ein Präzedenzfall für die ganze Funktion publique, für eine ganz Partie einer Sache, wo dem die Leute die Rechte geht. Und das gebe ich Gift dafür warnen. Und die sind nicht sensibel als DP auf die dritten Argumente, die hat ja geschrieben. Ja, also wann ich das höre, ja, das klingt alles einfacher. Gut, über Prozedure vereinfachen, du hast schon für 10, 15 Jahre darüber geschwärzt gehen. Weil da sind wir noch immer da, wo wir eben sehen. Auch Jean-Claude Juncker doch schon das Logement zur Chefsache erklärt. Das ist halt noch nicht. Voilà, das ist Prozedure sind eben die sie sehen. Und das ja aber auch und den Promoteur respektive die Proprietäre von den Terrain für die verschiedenen Etüden dort zu machen. Das ist gar nicht so einfach für zu sagen, wenn den Proprietär vom Terrain nicht interessiert, dass den Terrain zu developieren, oder gehen noch die Etüden nicht lanciert. Und das Recht von den Interesse da ist, für etwas zu machen, dass die Etüden können lanciert gehen. Aber dann gehen eben die CVO von den Schweden geschmerzt und dafür, also muss in der Realität an den gucken, voilà, da sehen wir keine Analyse, wie eben den Akkord sieht. An Akkord sieht ist schon nicht, dass es hier Refus kann gehen, aber die Verwaltungen müssen sich eben so organisieren, dass wenn wirklich ein Problem ist, dass dann sehr eine Antwort kommt. Es gouf ein ganz stark Bass bei der Aktivität am Bausektor die last 12 Mainint beim Verkauf mit 4 Herren von den Appartementer, die Konstruktion sind. Der sogenannten WEFA gowe de Minus von 72,5% par rapport zum Trimester last Jahr. Bei den existierenden Appartementer gowe de Minus von 40,5%, bei den Häusern 42,9%. Das sind Zahlen vom Observatoire de l'Habitat. Meine Frage geht um nicht, Herr Scheuren, welche Prioritäten soll der Staat Ihrer Meinung nach setzen für die Aktivitätskrise, die wir haben am Bausektor an den Griff zu kriegen? Ich meine, ganz klar ist, dass da, wo man am meisten spielen, dass die Leute gegen 10% tun. Mein Pronostik ist, sie nächste 10% tun, natürlich drüber 10% tun. Und da sind wir wirklich an der Abordabilität von Recht. Die Leute wohnen können dabei sein, also einfach, dass man Leute können nutzen. Wir sind in einer Situation, wo wir einen Marché tot machen, wo wir Möglichkeiten für junge Talente und so Futti machen. Das heißt, man als Wirtschaft der Futti ganz klar von unserer Seite demand. Wir müssen gucken, dass das Logement lokativ, dass den umgezogen wird, dass mehr gebaut wird, für das man einfach mehr Wohnungen haben. Der Neubau muss konsequent unterstützt gehen, für das zu machen. Und das ist keine Unterstützung, und es gibt für die Promoter, und das ist eine Unterstützung für den Sektor, an welcher Form man das möchte, auf jeden Fall nicht, an dem ihr Pedal da für 60 Millionen Wohnungen kaufen geht. Das geht nicht durch, wenn man von den 4 Milliarden die Präsidenten auf Konto legen zu Lützeburg, das sind die Chiffren, die man braucht, für den Sektor umzudrehen. Da geben zum Beispiel an die Richtung go für den Amortissement accéléré anzuführen, für TVA an enger Form zu reduzieren für den Investisseur, was den eben europäisch durchkriegt, an der verschiedenen Fall mal Kaffees an den Marché zurückzubringen. Ich meine, ja, so politisch entzünden, da soll so vielleicht politisch Zurückbruch gehen. Ich meine, das ist das, was wir einfach erwarten, dass nicht schlechte Messagen nachgeht. Man Bayern war so ein Beispiel, ein Gesetz, das von 4 an tot am Tierangloch, was einfach monatelang geschläft gehen, also was die Leute dabei so geckig gemacht hat. Das hat alle Bayern, alle Menschen, die wollen investieren, und da ist gefragt, was geschieht dann mit dem Gesetz. Und ferner kann das nicht gestimmt geben. Da ist einfach ein Jahr gekascht, dass mit dem Gesetz gestimmt wird, ein Mord nehmen. Das wäre das, was mich kommen, also konsequent gucken, dass man das gekoppelt kriegt. Herr Kurten, wo gibt ihr den hier will umsetzen, für die schwierige Situation am Immobilien- und Bausektor wirklich an den Griff zu kriegen? Schon ein paar die Sachen schon viel genannt, dass man die Leute auch noch Banken, die Leute sollen helfen, indem sie auch Banken an hier Verantwortung holen. Ich denke daran erinnern, dass wir 2008 waren wir alle gut solidarisch an der Banken, an der Finanzkrise, da haben wir alle gut die Banken geholfen. Vielleicht das Moment kommt, wird Banken auch den Städteren können helfen. Und ich muss auch eins besonders nicht wirklich verstehen, wie weit Banken so zecken, für Kredite zu akkordieren. Da muss man dann, wie gesagt, über staatliche Garantie vielleicht schwätzen. Und dann will ich aber auch sagen, dass für den direkten, immediat, die Hälfte, die direkt gebraucht wird, da fand ich die Regierung das aber richtig, an dem sie sagt, da kommen wir kaufen die Projekte, die Privatprojekte ab, die riskieren, nicht gebaut zu gehen, an die als kruzial fehlen. Und wir wissen ja, dass der Staat nicht genug Wohnraum hat, selber, und dafür ist das doch die ideale
den ideale Moment für die Projekte abzukaufen. Login ist recht, dass das was ein bisschen annonciert wird, dass das noch nicht durchgeht. Das muss viel mehr gehen. Ich wünsche mir auch viel mehr. Ich kann natürlich auch sagen, dass der Staat auch nicht unbedingt auf der Place Publique über all seine Verhandlungen wird diskutieren. Der wirst du auch wieder das an so Situationen, das möchte ich zum Schluss annonciert, die was dabei rauskommt. Ich sehe guter Ding, dass wir da noch ganz viel Werte kriegen. Da will ich auch daran erinnern, dass wir den Amortissement accéléré nicht aufgeschafft haben. Wir müssen den Amortissement accéléré reduziert op nach eng Wohnung nie der ege Wohnung, weil man schon wollen, dass die Leute, die sich vielleicht von einer geringen Zweitwohnung kaufen, für die können sie verlohnen und den städtischen Nebenverdienst erschaffen. Das will man auch weiter encouragieren. Wir müssen aber abhalten, die immer mehr Leute, die Großgruppen, die ganz viele Häuser verlohnen, die auch nach dauernd steuerlich zu subventionieren. Herr Linzer, wie seht ihr das? Was will DP machen für die Probleme, die wir haben am Immobilien- und auch Bausektor an den Griff zu kriegen? Also Herr Kruchten hat die Zinssituation geschwärzt, die ist natürlich extrem schlecht. Da ist wie vom Käfer im Moment, mit das ist aber ein europäisches Problem, weil eben den europäischen Zinssatz so hoch ist. Ja, da sind wir dabei, für zu sagen, dass auch der Staat da muss eben garantieren, wie die hohen Preise plus dann die hohe Zinssituation, also eben ganz schwer an Banken. Wir wollen ja keine Situation kriegen, wie wir in Amerika hatten in den Nullerjahren, wo auch ganz viel auf Pump gekauft ging, also die Leute neue Prämien nicht konnten zurückbezahlen. Die Banken mussten schon mit dem nötigsten seriös das machen. Die 200 Wohnungen, die gekauft wurden an den letzten Monaten, das ist der richtige erste Schritt. Aber du musst, da gebe ich dem Herrn Schröder ganz recht, dass ein Trips auf der Wärme stehen. Du musst noch viel, viel mehr kommen. Dafür wollen wir auch den Pensionsfonds anspenden, dass den hat immens viel Suen, die verwaltet, und die auch soll an der Rendite verwalten, dass die mehr an den, die haben an den letzten Immobilienmarkt investiert. Und dann wollen wir auch einen Bürgerfonds aufsetzen, das schon gesagt gehen. Viele Leute können leider den ersten Schritt nicht mehr machen. Mit dem Bürgerfonds könnten die Leute dann einfach an den Immobilien investieren, dass das nicht unbedingt ihren eigenen stehen, als wo sie drauf wohnen, aber dann trotzdem können sie doch von der Rendite profitieren. An so ehrlich muss man sehen, auch an den nächsten Jahren werden die Immobilienpreise nicht unzeigen. Da braucht man es gar nicht viel zu machen. Und dann, Prozeduren haben wir schon viel geschwärzt, wir müssen noch als Reglement gehen, am Sinn von, wir müssen gucken, mehr das zu bauen, was der Marché braucht. Wir haben immens viele Single-Haushalte, wir bauen aber hauptsächlich für Familien mit 2 Kindern, weil das ist das, was die Gemeinde gerne hätte, weil die Leute bringen Leben natürlich mit, da bleibt aber da gar nicht mehr übrig für Koppeln ohne Kinder oder eben Single-Haushalte. Und da muss die Politik auch die Modell unbedingt überdenken. Madame Marc, Sie da auch verstanden, mit dem, was du heute gesagt hast, hat die Koalition das bis richtig gemacht. Was gibt dir als CSV ändern für die Probleme, die wir haben am Immobilien- und auch für den Bausektor am Moment an den Griff zu kriegen? Ja, also ich will mal aufhängen, an dem sich so das sicher eine europäische Situation, an der wir sind. Wir sind nicht allein an der Situation. Wir haben einfach zu Lützeburg eine Reihe Entscheidungen getroffen, die dazu beitragen, dass wir an der Situation sind, wo wir sind, respektive die Situation nicht besser ist. Erstens, also die Regierung, die TVA von 3% auf 17% gesagt hat, was Zweitwohnungen auch angeht, wo man dann eben die Diskussion haben, wiefern man könnte darüber zurückkommen. Auch wie gesagt, die Amendementer, die proposiert sind vom Herrn Cox für das Bayer Loyes Gesetz, die haben den Marché carrément lahm gelöscht, weil da wirklich eine ganz große Unsicherheit entstanden ist. Das mal dazu, da muss man natürlich gucken, wie gehen wir mit der Situation an der wir sind. Und da ist für uns ganz klar, dass man einen steuerlichen Kader schaffen, den avantagös ist, für Leute einfach dazu zu motivieren, zu investieren, auch anders stehen, für das man mehr Logement kriegen, auch notamment Zweitwohnungen, die da verloren gehen. Das können wir zum Beispiel machen, indem wir TVA aufsetzen, dans la mesure du possible, für eben, und das notamment, wenn es im sozialen Wohnungsbau geht, und das auch vor, vielleicht muss ich vielleicht kein 3% mehr in den Zwischentour. Und sogar ist für uns ganz klar, dass man muss steuerlich auf den Weg gehen, für einfach ein Incentive zu schaffen, für das Leute kaufen. Das
soll ein temporären Incentiv sein, der das klar geht nicht darum, eine Situation zu schaffen, wie man sie vielleicht für 15 Jahre hatte, wo einfach zu viel attraktiv wäre, vielleicht an das Logement zu investieren. Mehr im Moment muss man einfach Gage steuern. Wir haben auch ein Programm stehen, da der von der reduzierten Steuersatz profitieren kann, wenn ihn verkauft innerhalb von einem Jahr, einfach für das Terrain auf den Markt kommen. Das ist im Moment etwas ganz Wichtiges. Daneben sind natürlich auch die Sachen, die ich für tun annimmt hat, wie die böllischen Akte aufsetzen, wie auch das Aufsatzpaket von den Zinsen an die Blut setzen, absolut Sachen, die dazu beitragen können, dass Leute sich mehr motiviert Sperren zu kaufen. Ich wollte just eng Marktmänner, das beim Amatismus accelerieren bei der TVA. Wir haben die Propose auch schon gemerkt, dass sie dann einen Deckel geben auf seine Leute kriegen. Das geht man alles kontrollieren, après coup, weil jeder eine Steuererklärung möchte. Wir werden nicht einfach so mehr machen, dass man einen Deckel, dann hat man über die Wohnungen geschaffen, dann hat man plus noch Logement abordable lokativ für viele Leute geschaffen. Wenn man an die dritte Richtung gehen, man muss nur einfach aus der Krise raus. Das heißt, wir müssen nur gucken, dass man sehr Mesuren machen, die von größtmäßig gedroht gehen, an helfen, dass die Wohnungsmarkt umgekommen. Vielleicht just ein Wort, wenn ich darf. Also ich bin auch bereit, mit steuerlichen Maßnahmen auch den Investisseur irgendwie zu incitieren. Wir haben an der Vergangenheit viel zu DAX gesehen, dass die suchen, die man auf die man verzichten oder die man dafür ausgeben, die sie nicht da kommen, wo man wollten. Die sie leider nicht nur beim Endklient, beim Käfer vom Haus kommen. Und das aber eine Lehre, die man müssen sehen in den letzten Jahren. Dafür sind sie gerne bereit, über verschiedene Modelle zu schwätzen. Die sagt ja dann, kennt ihr ja eventuelle Plafondaffäre für den Lokatär. Das schenkt mir eine interessante Piste, sind und der in Enkel kann schaffen. Vielleicht fallen das auch nach anderen Sachen an. Aber wenn man so Steuerkado machen für den Investisseur, dann muss man auch irgendwie sicherstellen, dass das bei den Leuten, die hier noch kaufen oder daran Löhne gehen, dass die auch wirklich etwas davon haben. Ich meine, ein Beispiel, weil den auch noch kennt, in dem Kontext, dass auch Gestion lokativ sozial nach ausweiten, dass auch die Privatleute können davon noch mehr Gebrauch machen. Im Moment geht das ja just für verschiedene Assoziationen, die können davon profitieren. Und du hast die Idee auch zu sagen, wir frohen Mann Loyer und dadurch muss man auch Mann Steuern bezahlen. Das ist zum Beispiel ein Piste, die mir dann noch. Wir proposieren, dass das komplett steuerfrei geht. Du musst mal bei der dritten Frage kommen, über den Partenariat privé-public. Meine erste Frage wäre an den Herrn Scheuren. Wie will ihr als Chambre Immobilière mit dem Staat gerne zusammen schaffen? Weil das ja etwas, was da regelmäßig fordert. Wie seid ihr für ihr den idealen Private-Public Partnership aus? Das gibt mir so eine Bestohung, dass man gegenseitig Vertrauen hat, dass wir mir feststellen, dass der Privatsektor die Impression zu Lützeburg, dass wir ein Käse, den mich durch Dorf treiben, dass die ganze Zeit mit dem Fahrer entweder also der Promotor oder dann also der Proprietär, mit dem man Fahrer weisen. Das sind alles Sachen, die erst null weiterbringen. Wir sind einfach der Meinung, wir sollen das nur zusammen rappen und abhalten, nicht auf den anderen zu weisen, und wir sollen gucken, dass wir zusammen an einem Strang ziehen. Das Problem ist riesig. Das tun wir ja für mehr Ruben heieren. Das Problem ist riesig und man muss gucken, dass man hinkommt. Das ist, wie gesagt, nicht optimal aus. Aber ja, dass man den Tisch, von dem wir schon allein schwätzen, wo ich auch viele Parteiprogramme gesehen habe, mit viel Interesse, den Tisch mit der Privatwirtschaft zusammen, wo sich zusammensetzt mit allen Akteuren, die da dran sind. An den Tisch schwätze ich nicht von einer Assis, wo wir ausgelöst gehen, wenn es das Logement abordabel geht. Das ist ein Tisch, wo ich offen über alles kann schwätzen. Das ist das, wo ich meine, was am Moment am wichtigsten ist, dass wir mal hinkommen, an nicht fertig bringen, als an Teilen zu gucken, an abhalten, in die Männer da Sachen zu erstellen und einfach gucken, dass man ein gutes Vertrauensverhältnis zusammen zu schaffen. Was ich aber meine, was ganz wichtig ist, dass das in der Denke muss so tun, dass wenn wir schwätzen von der Privatwirtschaft, da schwätzen wir nicht von der private Baufirmen, die schaffen sowieso für die Stadt dafür. Wir schwätzen halt ganz klar, wenn man das für Promotoren und füllen, dann nennen wir den Developer, das die Stadt, was die Leute machen. Ein Developer, das ist ein ganz wichtiges Element an diesem Prozess für zu entwickeln. Das sind die Leute, die sich damit beschäftigen, wenn sie ein Green Wiss gesehen für zu so ein Kilo investieren wir an die Green Wiss, das ist mehr kaufen, sind wir noch schreiben, einen Kompromiss für zu kaufen. Und dann koordinieren wir die ganze Arbeitsstelle für dass wir da Genehmigungen kriegen. Das ist, dass die ganzen Equipen, die wir da
do hunn, dat sie keng Bauekippen, dat sie noch keng Bauiwwerwachungsekippe, méi dat sie Leiit, die einfach Prozedure weiterdreiwen, dat an eisem Interesse ass dat et weitergeht, dat ich dat sie Leiit, die de Kontakt sichchen zur Politik fir Entschädungen kënnen ze kennen. Dat sinn Leiit, die investéiert hun, kënnen Entschädungen direkt zule Moment holen, net mussssen lang zréckgreifen, an dodech einfach mich schnell kënne weitermerken. Dat hi Stadt as dat vu mé den Developer seg Missionioun gesinn, wo noch dem Stadt kann helfen seng Terren, op den momentan sitzt, an ha deweis ganz lang sitzt, fir de kënnen ze entwickeln. An der Zzwe Finanzierung. Dat heißt, auch an der Finanzierung gehen Innovativmodeller, an der Spengen als die Innovativmodelle von der Finanzierung echt aus der Privatwirtschaft kommen und aus der Welt von den Promoteuren. An do hummer Moment gesinn wir schon neue Modelle bei zukommen. Madame Marc, wie bei der CSV, wie könnt ihr euch vorstellen, wie soll die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor funktionieren? Also ich hatte schon Gelegenheit, ein bisschen auch die Position von der CSV zu erklären, auf dem Domain. Für uns ist es aber auch vielleicht als Message ganz klar, dass wir den Privatsektor brauchen, weil wir einfach als öffentliche Hand nicht an der Lage sind, die Wohnungen zu bauen, die der Marché braucht. Nur wenn es muss man denen unterstützen. Für uns ist evident, dass der Promoter eine Arbeit möchte, die wertvoll ist, weil muss die Arbeit greifen, muss auch die Fonds zur Summe kriegen für so ein Projekt, das sie aber kein Kleinprojekt auf den Weg zu bringen. Konkret, weil konkret absolut klar, dass man gerne einfach der de la Pierre eben auch ausweiten op de privaten Promoter, das ist die Proposition de Loi, die man gemacht haben, GLS ausweiten op de private Promoter, das ist auch eine Proposition de Loi, die man schon gemacht haben. Ich meine, kann ihn auch evaluieren, vielleicht auch mit Employeuren zusammen zu schaffen, für zu gucken, dass sie, weil das ist ein Problem, die mir auch ganz viel matt kriegen, dass Leute einfach, dass Entreprise gerne Leute und sie für plötzlich schaffen zu kommen, mir das einfach die Problem haben, dass Leute so teuer sind, dass es nicht attraktiv ist. Das heißt, das Logement ist nicht nur ein soziales Problem, sondern entretant auch ein Problem von Attraktivität. Und du weinst als Propos zum Beispiel auch die Modelle auszuschaffen, für das Employeure können wirklich für hier Arbeiter auch an hier Salarien Wohnungen bauen. Herr Kurten, was sieht ihr für Logement? Das steht bei euch am Programm dran. Ja, den Herr Scheuren hat Chancen, dass er mit 3 verständliche Parteien, die alle gut in der Meinung sind, dass es ohne den Privatsektor überhaupt nicht geht. An einer Party von Formen muss man auch eine bessere Kollaboration ausstreben zwischen der öffentlichen Hand und dem Privaten. Beispiel fand ich auch ganz treffend, was man da macht gesagt hat. Also man könnte ja eine legale Kader schaffen für das Entreprisen, die gewillt sind, für hier eigene Mitarbeiter Wohnraum zu schaffen, dass man die verschaffen, ohne dass man eine neue Aufhängigkeit vom Salarie vis-à-vis vom Patron schaffen. Und ich meine, da sind ganz viele Sachen möglich, auch andere Ideen, die schon developiert wurden. Aber zurück auf das ist auch für mich die Hauptforderung, die wir an diesem Programm haben. Und ich weiß, sie ist nicht konkret, mir das Geschichte vom Logement. Wenn man halt zuletzt alle Leute, die konzerniert, ob anhecht, man nicht könnten diskutieren. Mit Zonen dieren, an da noch rauskommen, also halt, wir konnten also auf ein ganz paar die Sachen ähnlichen, an der da setzen wir auch noch Das ist ja am Anfang bislo zuletzt immer der Weg gewesen, wenn man als Problem rauskommt. Das sind die konzerniert sich, da tun wir bei den Tripartitsgesprächen zwischen Gewerkschaften und dem Patronat, dann auf so viele Formen haben wir das immer, dass, wenn wir Probleme haben, setzen die konzerniert sich unter den Tisch, sie diskutieren, also probieren gemeinsam Wert zu finden. Und ich sehe noch einen, den Durner gelebt. Und dafür ist für mich auch die Förderung vom Logementstisch nicht irgend sagen, wir schaffen wir ein Debatteklippchen, sondern das ist ein konkret, vielleicht die wichtigsten Maßnahmen, die wir an diesem Programm haben. Herr Linz, wie gesagt, den Partenariat für euch aus oder wie kennt den ausgesehen? Also, ich schreiben doch, dass das nicht für den Empfang auf den Promoteur zu weisen, weil ohne den Privatsektor geht es nicht. Ich meine, das immer als Linz, eben noch der Promoteur in den Privatsektor muss können von Ede profitieren, wann ein abordable Wohnraum schafft. Und dann wird mir also auch können feststellen, dass das mal langfristig, dass der Staat langfristig Wohnungen lohnt. Das heißt, die Privathand baut die Wohnungen, die Residenzen op, hält sie auch, verkauft sie nicht. Und dass der Staat den sie dann eben lohnt und dann eben sulluiert und Leute, die eben eligibel für so Wohnungen sind. Der Logement ist ich will bien, dass die ganz viele Lesungen aber schon das haut schon, die man. Die sind die Freunde von Zollendieren.
muss nicht unbedingt ein Feind von Zonen dienen. Wir haben eine ganz paar Lesungen, die das schleien. Und du brauchst den politischen Courage für die umzusetzen. Mit politischem Courage meine ich, dass der Staat an den vergangenen Jahren und Jahrzehnten den grossen Gewinner von dieser Logementskrise ist. Durch eben Plus-Value, TVA, Aufschaffen vom Amortissement accéléré und so weiter und so fort. Der Staat verdient immens viel Suen durch die Logementskrise. Da muss sich dann als Politik bewusst sein, okay, wenn wir die Logementskrise wollen lesen, ja, dann muss der Staat auch bereit sein, auf eine Partie Suen zu verzichten, also sonst geht es nicht. Dann, das ist eine Decision, die muss die Politik holen. Und das ist nicht ein Logementstisch, den die Decision für die Politik wird holen. Das ist ganz richtig, also das muss ich noch ehrlich sagen. Der Staat hat über Jahre noch davon profitiert, dass die Preise an die Luft gehen. Sie wollen eben notamment über das Enregistrement, über TVA, so eine Rackroute, die benutzen kann, für eine ganze Reihe Mesuren zu finanzieren. Das muss ich noch klar sagen. Also das ist auch eine Responsabilität. Und die Suen sind nicht an den Logement zurückgeflossen. Das muss ich noch sagen. Ich meine, wenn wir schwätzen, dass wir 2017 40 Millionen investiert haben, ich meine, das ist immer loin von den Montants, die der Staat Rackroute über den dort wäre. Lo kom man is bei en ganz kurz froh ja oder nee. Gebt ihr unterstützen, wann Lützeburg ein gesetzlich reglementéiert Chambre immobilière hat mat Kontrollmission? Ja oder nee? Da fängt man mal dir schon, Madame also, die hat er früher auch am Questionnaire gestaltet. Für uns ist das a priori ein Weg, auf den man gehen kann, wenn der Sektor das will. Das ist nicht, weil man ging ja mit der Brecheisen da durch. Par contre, meine ich, dass eine ganz Reihe Vorteile hat. Ich meine, die hat eine Profession reglementiert, die Doktoren, die dafür koten. Und das erlaubt einfach gewissen, auch nur Bausenmengen, ich werde das eine gute Sache, weil dadurch, wenn ein intern etwas nicht klappt, da kann ich einfach bei den Ordre gehen, für zu sagen, den dort Agent Immobilier, die möchte wirklich Sachen, die nicht gehen, und das tut uns alle gut als Profession. Und dann hat ich natürlich auch ein Pouvoir disziplinär, sodass man schon mengen, dass das kennt, wenn das Sektor will, auf die Weg gehen, dass das durch etwas wäre, was man unterstützen kann. Ich muss sagen, ich bin ganz schwer, die mit der Frau. Und dass ich gerade so gerne vielleicht ja, vielleicht nicht geantwortet. Mir schon nicht geantwortet, weil ich einfach mengen, dass man schon eine ganze Partie der Institutionen haben, Berufskommen, die auch am Gesetz, am Prozess, wo Gesetze stehen, auch konsultiert gehen und hier Rolle zu erfüllen und wo ich auch mengen, dass auch den Immobiliensektor gut vertreten ist. Und dafür bin ich der Meinung, dass es eigentlich keine Priorität wäre für den da rauszuholen, an dem eine extra Vokation zu gehen. Schloss mich aber vielleicht in Zukunft noch gerne überreden. Herr Linster, wie seht ihr das aus DP? Ich schließe mich dem Herrn Kruchten an. Ich einfach zu Matthias, ich habe auch am Anfang nicht geschrieben, dass das eine komplizierte Frage ist. Wie soll ich sagen, wann der Tote helfen, das Logementsproblem zu lösen, also größte Furt mehr in die richtige Richtung zu treiben, dann verschließen wir es dem nicht. Aber so und der auch kein Abus sein. Die Chambre muss schon am Interesse von der Gesellschaft soll das schon sein, und nicht am Interesse vom Privatsektor. Es soll eine Facilitation sein, aber nicht eine Lobby. Ich wollte nur aber so, für die Idee, wir haben geboren, das heißt, wir sind eigentlich der Meinung, dass heute das, was angeboten wird, oder was gefragt wird, für an die Medien zu kommen, notamment für Agent Immobilien zu gehen, für Promoter zu gehen, dass das nicht durchgeht, dass die Leute einfach nicht mehr die schon länger in der Formation und nicht vielleicht eine Akademie der Immobilien gegründet, wenn wir der Meinung sind, dass das als hilft, für den Niveau mit der Zeit an Blut zu bringen an dem Sektor. Und der Zweite, was das aber extrem steuert, dass wir feststellen, dass der Staat sich selber das Problem schafft, wenn er 1000 neue Akteure alle Jahre auf den Markt geht, wo man da 1000 tun, die schaffen. Das heißt, wo einfach mal als Population von den Leuten, die das Metier exerzieren, verdoppelt alle Jahre. Dadurch, dass die Aktie viel zu viel einfach gemerkt ist. Und dann auf der anderen Seite stellen wir da fest, dass wir dann abriechen, dass Leute das schlecht geschafft haben, dass ein Kampf mit Mandat ist, für Mandate zu kriegen, Preise abgejubelt gehen. Das sind aber alles Konsequenzen davon, dass wir eine komische Situation an der Konkurrenz haben. Und dafür war ich eiswütend, also nicht, wenn man wirklich was ein essentielles Produkt ist, sollen wir nicht gucken, dass die Kontrolle mehr institutionalisiert wird. Weil also Code Deontologie, die visiert normalerweise Membern, da haben wir am meisten Sanktionen, Möglichkeiten für die anderen, die können wir denunzieren.
beim Mittelstandsminister an der Besatz mit Mecken mei Stunde machen, mit der dofir eigentlich als Profi zu suchen, die dann net der Meinung, dass wenn man bësse méi kontroléiert an die Medien gin. Ob Dir dat Moment oder mir dat meint, das net eng Lobbying vor du. Da soll net fir zu so wëlle net, dat en Dir haben. So just einfach wenn man feststellen, dass die zuviel Freizügigkeit an der Autorisationen, dass das zu verschiedenen Problemen marche führt, dass in da soll so okay, wann das Problem ist, dass wann 10 Agenzen bei einem Land kann der Preis als 50.000 € mit annonciert geht, was dem Wunder nicht springt, was der Marche nicht springt, was kein Map springt, was den einfach gerne hat, dass du so eine seriöse Evaluation gemerkt und eine seriöse Medien gemerkt gehen. Das ist eben das, was man mengen, wo muss geschehen, wo soll überlegen, wie kann ich das machen. Mit Chambre offiziell, also mit Ordre offiziell oder nicht. Also, pardon, ja, ich bin absolut d'accord, dass man Beruf auch muss reglementieren, enkadrieren und du ganz recht. Es schadet bezogen, ob wirklich auf den gesetzgeberischen Prozess. Und das war auch dafür, was ich nie gesagt habe. Das ja. Ist wie eine Profession liberal, wie eine Profession liberal, wie auch gewisse Sinn möchten. Wer de Problem ist, dass die Situation, die man die letzten Jahre hatten, immens viel auch unseriöse Akteuren auf den Terrain brucht hat, die lo, wie das der Markt nicht schlecht ist, sind ja schon eine ganze Partie fortgegangen. Aber das muss ihn effektiv in Zukunft evitieren, und dass ihn zu einer großen Majorität seriöse Akteuren hat, die am Immobiliensektor agieren. Das ist definitiv ein Mentor vom Staat und von der Gesellschaft, von uns alle gut. Dann ist noch ein kurz vor, wo der muss ein Zoll, ob ein paar Bayer schreiben. Wie viele Wohnungen müssten an den nächsten 5 Jahren gebaut gehen, für das die Kanton das ein Reussit? Am ganzen Jahr. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass am Anfang dem Stadtteil nur müssten pro Jahr 7.000 Wohnungen gebaut gehen, für das wir genug Wohnungen im Marché hatten. An der Regel gehen die 3.500, 600 gebaut am Moment. Im Moment geht natürlich Licht drauf das Jahr, das heißt, wie ein Zoll müssten dann gebaut gehen über die nächsten 5 Jahre. Ja, die sind ich. 5.000 gehört aus. Du mein allerletzte Frage als das ist echt Ziel, echt Priorität, wann dir an der nächsten Regierung seht. Da konvokiere mir den Logementstisch. Weil ich meine, dass es wirklich, schon vorhin probiert zu erklären, dass es wirklich wichtig ist, dass sich die Konzernäre échangieren. Und da können wir auch eine ganze Partie von denen dringende Fragen klären, die am Moment nach Optimieren, Lopomol, schon bei Loyers-Gesetz angeschwert, dass es sicher kein zufriedengestellt weder der Lokatär noch den Proprietär oder den Investisseur. Du hast noch Verbesserungspotenzial, das kennt ihr noch beim Logementstisch. Op aanhecht mat nanner diskutieren, gerade so wie en ganz Partie aner Proposen, die haut am Raum stungen. Das richtig sinn viel Ideen am Raum. Et geht auch drums, dass man als Enker zu summen alle Gotten, die konzerniert eensgin a wegen Richtung Gimmer, an dass het net dauernd geht, dass dem Dosing schaut und dass dem Dosing schaut, weil ha oder weil do. Der Staat das ze los, der Private das zegierisch, an de Bank ze knickisch. Wir können dat immer wiederholen, dat bringt das alles net weiter. Herr Lindster, war das Priorität von der DP, wann dir an der nächsten Regierung wird? Wenn die DP der nächsten Regierung angehört, da werden wir ein super Logementsminister schaffen, wo wir dann noch einen Logementsminister haben, den Nummer verdient, der noch die nötigen Kompetenzen hat. Wir können am Logement agieren, das haben wir heute leider nicht. Den André hat ganz viele Kompetenzen, notamment alles, was eben den PAG, den Aménagement urbain angeht. Dann hat das Umweltministerium ganz rich Kompetenzen. Und dadurch, dass wir eben von dem Akkord sieht, die überhaupt schwätzen, gestimmt wir an, dass die Kommunikation zwischen den verschiedenen Verwaltungen aktuell nicht funktioniert, dadurch viele Sachen blockiert sind, lang dauern und eben noch keine Decisionen geholt gehen, weil für das eben sich aufgestimmt muss gehen. Dafür der Superlogementsminister, das ist der erste, was wir als DP aufhören. Das Zweite, was wir noch machen, das ist der Bürgerfonds, für das wir sehr können Fonds mobilisieren, die wir dann an das Logement können investieren.
Was möchte CSV, wenn Sie an der nächsten Regierung ist, was das sehr echt Priorität am Logement? Also ganz wichtig ist, dass einfach die jungen Leute, die wollen kaufen, unterstützen. Das heißt, all die Mesuren, sie wird böllischen Akt, sie wird Zinsen, die ich kann aufsetzen und Blut setzen, sie wird Mietkauf, die ganz schnell auf den Weg bringen. Proposition de loi sind da, man muss es also just umsetzen. Du daneben, selbst weil aber manchmal ganz wichtig ist, also auch für alle Prozeduren wirklich auf der Liste zu werden, wie gesagt, es sind verschiedene Akteure, es sind verschiedene Prozeduren, und dauert immer mehr lang für Projekte zu machen, und notamment von Solutionen leidet auch daran, dass man Naturschutzgesetze auf die Liste stellen, weil man einfach merken, dass man zu kontraproduktiven Situationen kommen, weil uns wenn in den Terraanbauperimeter hat in all Intérêt drin, dass du nicht drauf wiest, weil wenn etwas drauf wiest, dann muss in Hannover allmähliche Etüden mal kompensieren, weil das dann sozusagen als Biotop qualifiziert wird. Und das ist für uns einfach kontraproduktiv. Wir wollen Natur auf Zeit erleben, dass da viel mehr flott von pro Jahr können Leben entstehen, wie wenn man das total unmöglich macht. Das ist zum Beispiel von den Aussätzen, die man hatte, wenn man gegen ein Naturschutzgesetz auf der Liste steht. Ja, ich muss merci, dass an dieser Table Ronde teilgeholt hat. Und ich hoffe, dass wir Ideen gehen und dass wisst, wo der Kreuz machen den 8. Oktober bei den Wahlen. Vielmals merci für das Gucken. Vielmals merci. Vielmals merci, ja.